Herzlich willkommen in Ligurien. Die italienische Region Ligurien muss man langsam entdecken, um ihre Farben, Düfte und Geschmäcker recht zu schätzen. An den Küsten im Osten und im Westen sind hier weltweit berühmte Orte gelegen, wie Sanremo, Alassio, Portofino, die Cinque Terre und Genova. Am Meer gelegen und von den Bergen geschützt, ist Ligurien mit einem ganzjährig milden Klima gesegnet und als The Italian Riviera bekannt. Klippen und Küsten mit Gipfeln bis ans Meer, Dörfer und Berge und zu entdeckende Unterwasserlandschaften garantieren ständig neue Entdeckungen und große Emotionen. Ein einzigartiges Panorama, das von Genova aus sich zu Ponente und Levante öffnet, mit unterschiedlichsten Szenarien, jedoch alle eindrücklich und unverwechselbar. Genova, die Hauptstadt mit Europas größtem historischem Zentrum, mit seinen Gassen, Geschäften und Märkten, ist eine Stadt, deren Reichtum an Schätzen es zu entdecken gilt, angefangen von den wertvollen Kunstsammlungen in den Museen. Edle Renaissance-Paläste wechseln sich ab mit einzigartigen, unvergesslichen mittelalterlichen Ansichten. Die UNESCO hat das rund um eine der wichtigsten Straßen Genovas, der Strada Nuova, erbaute System der Paläste der reichen Oligarchie des 16. Jahrhunderts zum Weltkulturerbe erklärt. Das Teatro dell'Opera Carlo Felice, das Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet wurde, hat einen Spielplan, der Ballett, Oper und Konzerte von internationalem Rang ausweist und eine konstante und wachsende kulturelle Lebendigkeit garantiert. Der alte Hafen der über Jahrhunderte Mittelmeerhauptstadt und Treffpunkt verschiedener Kulturen und Traditionen war, ist heute eine touristische Attraktion, die Moderne und Tradition vereint. Das Gebiet des Porto Antico, das von dem berühmten ligurischen Architekten Renzo Piano entworfen wurde, beherbergt das Aquarium von Genova, das größte in Italien und unter den ersten Europas bezüglich des marinen Artenreichtums. Mit seinen 71 Becken stellt es Meeres-, Seen- und Landambiente dar und beheimatet 10.000 Tiere, darunter Delfine, Haie, Robben und Pinguine. Die starke Verbindung der Stadt mit dem Meer wird auch durch ihren berühmtesten Sohn belegt, Cristoforo Colombo, den großen Seefahrer, der 1492 Amerika entdeckte und in dessen Gedenken es hier zahlreiche Aufführungen, Ausstellungen und Feste gibt. Doch Genova ist auch Sitz des größten nautischen Salons der Welt, bezogen auf die Zahl der ausgestellten Schiffe und warenkundliche Vollständigkeit. Mit über 1500 ansässigen Firmen ein weltweiter nautischer Bezugspunkt für Business und Industrie, ist der nautische Salon natürlich auch eine nicht zu versäumende Gelegenheit für die Liebhaber des Sektors.
Der äußerste Westen der ligurischen Küste, auch Blumenriviera genannt, wegen des großen Blumenanbaus, lebt in den herrlichen Farben seiner Gärten, einer beinahe ununterbrochenen Abfolge von Oliven, blühenden Parks, Mimosen und Bougainvilles, die eine typisch mediterrane Atmosphäre erzeugen. Im Hinterland kann man Dörfer besuchen, die seit dem Mittelalter unverändert erhalten sind. Die Küste hat sandige Abschnitte und natürlich Sanremo, die Stadt, die für das italienische Songfestival berühmt ist und für ihr Casino, dem ältesten Italiens, das 1906 gegründet wurde. Danach kann man die Palmenriviera besuchen, die heute den neuen Kreuzfahrtpol des Mittelmeers beheimatet, sowie einige der schönsten Strände Italiens. Wenn man von Genova aus entlang der östlichen Riviera weiterfährt, kann man zahlreiche faszinierende Ortschaften im Golfo del Tigullio sehen, die in unberührte Naturszenarien eingebettet liegen. Zuallererst Portofino, die bezaubernde, natürliche Bucht und mondänes Reiseziel par excellence. Im ligurischen Osten liegt der Nationalpark und das Meeresschutzgebiet Cinque Terre, der geschützte Natur ebenso garantiert wie die Erhaltung der Architektur der Gegend, ihrer typischen Spezialitäten und eines Lebensstils, der von der Zeit unberührt scheint. Die Cinque Terre sind auf der ganzen Welt bekannt, dank ihrer 5 Küstenstädtchen, den magischen Fischerdörfern, die in die Felsüberhänge über dem Meer eingefügt sind, zwischen Oliven, Weinbergen und Trockenmauern, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe gezählt werden. In ganz Ligurien kann man Outdoor-Aktivitäten betreiben. 12 Monate im Jahr. Vom Tauchen zum Trekking bis zum Mountainbike im Hinterland. Auch Golf wird hier auf ganzjährig geöffneten Plätzen gespielt, die direkt zum Meer weisen oder in die Hügel gebettet liegen. Ligurien steht auch für eine besondere önogastronomische Produktion, die stark an die typischen Erzeugnisse gebunden ist, die seine Lage zwischen Land und Meer hervorbringen. Dazu zählen das Pesto Genovese, die traditionelle Begleitung zu der hier typischen ligurischen Pasta, die Trofie, die Focaccia, eine besondere Brotart, und die schmackhaften Fischgerichte, das Olivenöl sowie die Weiß- und Rotweine. Eine Qualität, die bei 11 typischen, exzellenten Produkten auch von den Juroren von Slow Food anerkannt worden ist, der Gesellschaft, die auf internationalem Niveau hervorragende lokale Produktionen schützt und fördert und so die Gegenden und ihre traditionellen Herstellungstechniken aufwertet. Und in diesem Zusammenhang möchten wir auf ein internationales Event hinweisen: Slow Fish, den Salon der zu erhaltenden Fischarten. Eine Ausstellung, die sich ganz dem Meeresraum und seiner Problematik widmet, organisiert von Slow Food und gefördert von der Region Ligurien. All das und vieles mehr ist Ligurien, eine Landschaft, die man entdecken, erleben und lieben muss.